Unangenehme Fragen beantworten mit dem Adi und dem Maelo. Es waren wirklich unangenehme Fragen gewesen, sagen Sie, wie es ist. Wie tut man den YouTube-Kanal von der LaRouche deabonnieren? Okay. Es wird immer schlimmer mit den Fragen. Oh Mann, ey. Ich kann da nur verlieren. Egal was ich sage, ich verliere bei dieser Frage. Ach, Digga. Ach, ich weiss doch auch nicht, Mann. Ja, I don't know. Wann hast du das letzte Mal Sex gehabt? Bitte abonnieren Sie diesen Kanal, Das ist kein Clickbait. Die Frage kommt in diesem Video noch. damit Sie keine weiteren Videos verpassen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Wie ihr wahrscheinlich im Titel habt können entnehmen, wird das heute ein unangenehmes Fragen-beantworten-Video mit dem Maelo. Moin Meisters, mein Name Maelo Romani. Ihr kennt mich wahrscheinlich nicht. Und dem Adi. Yo, ich bin der Adi und ich bin der Adi. Danke an dieser Stelle, dass ihr mit mir disst. Aber jedes Mal, wenn man sich vorstellen oder so, nicht nur hier bei YouTube, sondern noch irgendwo in der Schule oder weiss nicht, es ist zum Kotzen, Mann. Und ich will gar nicht viel darum reden, wir wissen alle, wie es geht und würde sagen, wir fangen mal mit dem Video an. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr gespannt auf die Fragen. Und ja, das ist das, was ich sagen wollte. Was findest du ein kompletter Upturn beim anderen Geschlecht? Was ich ein Upturn finde, bin ich eine Frau. Puh. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir fett ein Upturn, wenn sie gar keinen Sport macht. Ich weiß nicht wieso. Ich könnte nur mit einer Frau zusammen sein, die aktiv Sport macht. Ich weiß nicht, von wo das kommt oder so. Ich finde das hure upturnen, wenn ich sage, hey, machst du Sport? Und dann sage ich so, nee, ich hänge nur um und so. Darum ist es für mich ein weirder Punkt, der für mich ein Upturn kann sein. Also ich persönlich... Sport muss sein. Ich finde auch nicht, ich finde auch eine Frau, die nur die ganze Zeit daheim ist am Hängen, ich bin am Handy, ich bin auf Snapchat, Digga. Diesen hier. Kein Interesse, Digga. Ist langweilig. Ich finde einen kompletten Upturn bei einem Mann, wenn er unpflegte Hände hat. Heisst, wenn er entweder die Nägel mega weit hinterher catcht, oder wenn die Nägel so mega dreckig sind, finde ich auch mega gruselig. Also man merkt ja eigentlich, ob er sich auf die Hände achtet oder nicht. Und unpflegte Hände finde ich disgusting. Das habe ich nicht, mache ich nie. Ich habe immer das Desinfektionsmittel griffbereit, ich habe immer klinisch reine Hände. Das ist eigentlich relativ easy, wo ich da gerade dran denke. Und zwar, wenn die Frau smoked, wenn sie raucht. Aber das finde ich Smoke ist scheiße. Aber bei Frauen natürlich auch. Absolut Upturn, Schmutz. Oder ein unaufgeräumtes Zimmer. Also nicht so ein bisschen unaufgeräumt, sondern wirklich so messy. Also wirklich so, du musst schon so Bergsteiger-Equipment dabei haben, um durch ihr Zimmer zu kommen. Das finde ich nicht so nice, weil, keine Ahnung, ja. Das heisst ja auch, dass der Charakter ein bisschen so ist wie das Zimmer. Versteht man das? Ich hoffe es. Ja, also was ich natürlich auch nicht so nice finde, ist, wenn die Person nicht ganz die hellste ist. Also wirklich, wenn da schon ein bisschen Ecken ab ist. Also... Holy shit, Digga. Kann man das so sagen? Ja, das kann man schon so sagen, oder? Ich wüsste, wie ich es meine. Was würdest du Wenn die Person dumm ist, Digga. Aber ich sage es, wie es ist. Sagt der, der streamt. deinem Körper ändern, wenn es von heute auf morgen anders wäre? Puh. Wow. Grundsätzlich bin ich zufrieden mit meinem Körper, hauptsächlich gesund so, aber ich wäre sehr gerne, wenn ich es könnte, ändern, 5 cm grösser. Also meine Größe stört mich nicht, sondern dass meine Beine so kurz sind, weil ich finde lange Beine so unglaublich schön und ich kann es leider nicht, ich habe kurze Beine. Darum würde ich gerne meine Beine verkleiden. Chat, ja, ich habe es gehört im Chat, dass dumme Leute lieber gescheite Leute und so wie du. Ja, ich bin der Dumme hier. Ich bin der Dumme hier unter euch. Ihr seid alle den Doktor gemacht in Physik. Ihr seid alle die absoluten Fiveheads. Hast du verstanden? Aber ja. Ich würde wahrscheinlich eine Penisoperation machen und den Penis ein bisschen kürzer machen. Weil da kommt man ab und zu in den Weg. Ich würde der absolut schlechteste Joke, den man hätte bringen können. Der Adi. Ja. Mir Bartwuchs gönnen. Nein, ich würde an meinem Körper... Schwierig, Digga. Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich mir ein paar Zentimeter grösser machen, dass ich beim Tennis einen fetteren Aufschlag hätte. Ja, aber ich habe keine Ahnung im Fall. Real Talk. Ich bin hutzfrieden mit meinem Körper, wie ich bin und bräuchte nicht unbedingt etwas zu ändern. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, hier gerne ganz bisschen mehr Haar haben. Oh ja, das ist natürlich so, wir Männer, und wenn man ein bisschen eine schlechte Genetik hat, dann bei mir ist ganz wenig auch langsam. Muss ich sagen.
ganz wenig Hairloss ist oben. Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen, Digga. Weil, wenn ich eine Kappe anhabe, dann geht es so hinten und echt so da wieder ein bisschen mehr Haar. So wie vor 5 Jahren. Ja. Und so Haar merkt man einfach, dass man alt wird. Und da vorne ein bisschen mehr Haar, ein bisschen dichtere Haar, das würde ich ändern. Sonst bin ich mit meinem Körper eigentlich recht zufrieden und würde nichts ändern. Was ist das Schlimmste, was dir jetzt passieren könnte? Ich sage jetzt mal nichts, was so ist, so jemand aus der Familie stirbt oder ein Obi Ja, das stirbt. habe Weil ich ich glaube, gesehen. das ist bei jedem, sondern bei mir Das habe ich gesehen, Digga. Ja, moin, Digga. so spezifisch, was für mich schlimm wäre, wenn jetzt aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, zum Beispiel mein YouTube-Kanal wird gehackt werden. Das gibt es ja ab und zu, dass ein Kanal gehackt wird und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen, weil YouTube sich absolut nicht darum kümmert, dass der Kanal wieder zurückkommt. Das wäre für Da hätte ich auch ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Oder irgendwie gebannt werden, 3 Strikes sagen, jalla, weg. mich so eine absolute Horrorvorstellung, weil ich lebe halt von YouTube und von TikTok und von Insta zusammen, aber wenn jetzt mein YouTube-Kanal wird gehackt werden, das wäre etwas, was recht scheiße wäre. Was hingegen nicht scheiße wäre, ist, wenn der YouTube-Kanal von Milo wird gelöscht werden. Ey, Das wär nice. Was Mann! mir persönlich jetzt gerade mega Schlimmes könnte passieren, ich glaube, das wäre, wenn ich meinen Zusammenhalt zu meiner Mami verlieren würde. Weil ich und meine Mom sind so und meine Schwester natürlich auch so. Wir sind das dritte wirklich ein mega enges Wie sie? Wie sie sie? So, oder was? Team. Und ich glaube, wenn ich den Zusammenhalt und alles nicht mehr hätte, dann ja, das ist glaube ich gerade so das Schlimmste, weil das gibt mir am meisten Kraft und dass ich mit meiner Mami und meiner Schwester über alles kann reden und alles. Und wenn das plötzlich nicht mehr da wäre, wäre das halt so das Schlimmste. Logisch wäre es auch das Schlimmste, wenn ich irgendjemanden von meinem wichtigsten Kreis würde verlieren. Aber so, jetzt abgesehen vom Tod, glaube ich, wenn ich einfach den Zusammenhalt eben zu meiner Familie würde verlieren. Wahrscheinlich, wenn ein Familienmitglied würde sterben, wo mir sehr, sehr nach steht, von der Familie nahe Leute etwas Schlimmes würde passieren. Sagt. So etwas, das wäre Oder? schon schlimm. Ich möchte eigentlich am liebsten, dass immer allen es gut geht, dass meine Großeltern immer fit bleiben, dass meine Mutter, mein Bruder, meine Freundin, alle Leute, die mir so nach sind, dass denen es immer gut geht, dass sie fit und zweig sind. Und ja, das ist so das, was mir wahrscheinlich am meisten würde. Und das wünsche ich für euch allen auch. Also euren Familie, euren nächsten Leuten, dass die gesund bleiben. Gesundheit, Beste. belastet. Wenn du mit einem Schweizer YouTuber müsstest zusammen sein, wer wär's? Nein. Digga, Lara, was ist das für eine Frage, Mann? Oh Mann, ey. Okay, wenn ich müsste mit einem Schweizer YouTuber zusammen sein, Ey, das ist so eine dumme Frage in der Schweiz. Wirklich. Weil es gibt in der Schweiz nur 2 YouTuberinnen. Es gibt Nati und dann gibt es die La Rouge. Zum Kotze eine Freundin, Mann. Das heisst ja auch, dass alle YouTuberinnen mich kennen und ich sie kenne. Weißt du, ich könnte jetzt nicht einfach irgendjemanden nehmen, den ich so gar nicht kenne und so, dann wäre es nicht cringe. Ich kann da nur verlieren. Egal was ich sage, ich verliere bei der. Ich verliere nur. wer wäre das dann? Okay. Ja, weißt du was? Ich muss kurz überlegen. Ich würde höchstwahrscheinlich... Oh Mann. Ich sage jetzt einfach mal. Ich würde Alter, wie fest kann dir das teasen? höchstwahrscheinlich... Ich glaube. Hallo! Ich glaube. Ja, ey! Es wäre Digga, mach jetzt mal! der Adi. Nein! Was habe ich gesagt? Mal es nicht gehört? Adi. Ayla. Ich würde höchstwahrscheinlich die La Rouge nehmen. Wieso? Weiß man nicht. Gehen wir zur nächsten Frage, Digga. Kein Bock mehr. Oha! Also, Adi hat die Larouche genommen und die Larouche hat Adi genommen. Ja, Chat, ich habe Ayla genommen. Ist okay. Könnt ihr mal aufhören? Ihr sicher, Mann. Könnt ihr mal aufhören mit Ayla in den Chat. Digga, ich habe eine Freundin. Ich will nichts von der Ayla, aber ich habe etwas müssen sagen. Ich sehe schon Kommentar. Alles. Meine Freundin macht mich fertig. Ist der Kotze, Digga. Was ist im schrägsten passiert, wo du je gesehen hast? Digga! Bro! Wie ich schon mal in einem Video beantwortet habe, bin ich überhaupt kein aktiver Konsument. Yo. Mann, muss ich jetzt bei dieser Frage ganz ehrlich sein oder kann ich so ein bisschen abändern? Adi ist eh nicht ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich das erklären soll. Es ist fucking weird. Es ist fucking
weird. Es ist richtig weird. Ich habe mal auf das Video draufgeklickt. Das hat von weitem, also auf den Bildern nicht so schlimm ausgesehen. Ja, aber um das jetzt mal wahrscheinlich. YouTube-werbefreundlich erklären, man hat irgend so etwas Ähnliches wie ein Staubsaugerding ans weibliche Geschlechtsteil an und durch das zieht sich dann das so raus. Und dann sieht das halt nicht mehr ganz normal aus, sondern es kommt so wie aus dem Körper raus und es ist ja komm scheiße, wir gehen zu der nächsten Frage, Digga. Gehen jetzt nachschauen, wenn ihr Bock drauf habt. In diesen 7, die ich vielleicht in meinem Leben gesehen habe, ist auch absolut nichts Schlimmes passiert. Ich kann mich an nichts erinnern, ich weiß nicht, wann es das letzte war, wo ich einen angeschaut habe. Also, ich glaube vielleicht vor so einem Jahr oder 2 oder so. Aber es ist jetzt, also ich bin noch nie irgendwie auf eine zugestoßen, die sehr kriminell ist. Ja, darum, ich weiß nicht. Ich kann mich an nichts erinnern, aber ich schaue sonst heute Abend mal einen an und dann erzähle ich so im nächsten Video. Ich wollte eigentlich nur einen Schlüsselsatz dazu sagen, und zwar 2 Girls, 1 Cup. Mehr sagen nicht. Du hast wollen, dass wir... Ihr kennt das doch, oder? Ihr kennt doch das, oder? Sag, ihr kennt doch das. 2 Girls, 1 Cup. Das habt ihr doch auch schon gesehen, oder nicht? ehrlich sind und ich bin ehrlich gewesen. Digga, sind wir doch alle mal ganz ehrlich. Jeder ist auf oder so mal auf ein fucking weirdes Video gestoßen, wo man halt dann einfach reingeklickt hat und dann auch wieder rausgegangen ist. Seid ehrlich. Wann hast du das letzte Mal Sex gehabt? Ja. Gut. Daran mag ich mich nicht mehr erinnern. Warte, ich muss schnell überlegen. Ich bin ehrlich, ich hatte das letzte Mal Sex gehabt vor 1,5 Jahren. Glaube ich etwa. 1,5 Jahre müsste das gewesen sein. Ja, schon recht lange her. Aber ist jetzt für mich auch nicht mega schlimm, weil ich habe keine Freundin und ich bin jetzt nicht irgendeiner, der mega da auf Dates geht und dann Dick-Appointments macht oder Pussy-Appointments, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich mache das einfach nicht, ich bin nicht so der Typ für das und ich habe keine Freundin, von dem her no Freundin, no smash, you know what I'm saying? It's nothing. Im Adi würde nicht Sex gehen, ich sage es, wie es ist. There you know. But I'm fine. Das müsste vor 2 Tagen gewesen sein. Jupp. Vor 2 Tagen, ja. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr mal ein Zeitchen nicht smasht, das kommt wieder. Und je länger ihr nicht smasht, desto besser wird es nachher. Kleiner Lifehack von mir. Brauche ich als Ausrede, weil ich schon lange nicht gesmasht habe. Vor 2 Tagen! Ich glaube, ich beende einfach das Video an dieser Stelle. Gebt dem Video einen Daumen hoch und den Kanal abonnieren. So, das wäre es auch schon wieder gewesen. Dafür nur 30 Sekunden. Let's Scam! Digga, weißt du, was ich gemacht habe? Ich tue immer Minimum eine halbe Stunde alle outperformen von euch auch im Chat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und lasst einen Kommentar da für die Lausch, dann freut sie sich. Dann geht sie so schauen. Wer hat wieder kommentiert? Ein netter Kommentar. Es ist wunderbar. Ja. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf gar keinen Fall ein Like da, meine Damen und Herren, und abonniert den Kanal. Ganz sicher nicht. Und schaut unbedingt bei Milo und beim Adi Ah, danke! Danke euch beiden, dass ihr da meine Frage ehrlich beantwortet habt. Danke vielmals, Lausch, für die Frage. Es hat mir wirklich enorm viel Spaß gemacht, meine Fragen zu beantworten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Ich würde sagen, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss! Ciao! Tschüss, ciao! Eieiei, was kommt jetzt da noch? Die Larouche hätte den Adi ausgewählt und der Adi hätte die Larouche ausgewählt. Also? Aber die Larouche hat auf... So viel wie es hat die Larouche auf Grund.